Die Zeit ist gekommen. Die Zeit wofür, fragt ihr euch? Na, die Zeit, den Tempel endlich zu beenden und damit auch Nairos Flamme an uns zu nehmen. Mit diesem Wort begrüße ich euch zurück zu Zelda Skyward Sword. Ja, ihr seht schon, Link ist auch schon ganz heiß darauf, endlich zu kämpfen, auch den Endboss eins in die Fresse zu gehen. Ich bin schon sehr gespannt, wer das sein soll. Das Schwert fügt sich eigentlich perfekt in meine Hände, aber wir werden das Schwert nicht mehr lange mit uns führen, Freunde, denn bald bekommt es sein nächstes Upgrade. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ja, mittlerweile sind wir in Part 61. Ich denke, es wird der letzte Part in diesem Dungeon sein, dieser St. Galeone. Und ihnen frage ich mich, wie lange wird dieses Let's Play wohl noch dauern? Weil jetzt sind wir mittlerweile im 5. Tempel, beziehungsweise haben den bald durch. Schon das nervige Gegner. Ups, voll daneben. Ja, und die Frage natürlich, wieso habe ich jetzt nicht getroffen? Ja, die Frage stelle ich mir auch. So, ist auch schneller. Aber die eigentliche Frage, die ich mir stelle, ist, werden es wohl noch 80, 90 Parts insgesamt sein, oder knacke ich doch die 100-Part-Grenze? Ich weiß es nicht. Ich denke es zwar nicht, aber wer weiß, wie lange der Endfight dauern wird und die Endsequenz und was noch alles auf uns zukommt. Vielleicht ist es dann noch nicht Schluss mit lustig, sobald wir... Komme ich jetzt eigentlich weiter? Was soll ich jetzt sagen? Sobald ich das Master-Schwert komplettiert habe. Vielleicht geht es noch weiter. Wer weiß das schon? Ah, da oben war's. Oh, das ist der. Achso, wollte gerade sagen, wieso lebt er noch? Aber nee, er ist ganz gekonnt draufgegangen. Sehr schön, 9 Pfeile. War dann Herz dabei verloren. Was ein bisschen peinlich ist, doch gebe es dazu. Ist das noch ein Pfeil an? Ich brauche sowieso keine. Was wurde hier? Egal. Schlüssel rein und betreten wir die Kapitänskajüte. Bin da, wer noch? Wo ist der Master Key Schlüssel? Was? Hier unten eine Vogelstatue? Hier unten ist es. Perfekt, da ist der Master Key. Ich habe so das Gefühl, das könnte noch ein bisschen eklig werden. Wieso bloß einfach dieses Gefühl? Nix. Okay, trotzdem muss ich jetzt halt abspeichern, obwohl ich es jetzt gerade gemacht habe, aber das sieht mir doch ein bisschen koscher aus. Ach du, meine Güte, das ist doch nicht euer Ernst, oder? Tatsächlich, was ist es? Müssen wir nochmal raus und... komm schon, das hängt einen geheimen Schalter. Nö, natürlich nicht. Wow. Wo ist der Schalter, um das Gitter da hochzubringen? Ich sehe nicht, ich sehe nichts. Da muss ich erst die beiden Typen da platt machen. Das ist ja auch eine Variante. Egal, es bringt alles nichts. Ich muss zuerst die Zeit wieder in die Zukunft manövrieren, obwohl eher in die Gegenwart. Denn wenn wir ehrlich sind, ist es ja eigentlich immer noch links Gegenwart. Ja, schon gut. Ich habe gar keinen Bock und... Ich aktiviere gleich den Standardzeit, ohne lange mit Kämpfen zu verschwenden. Und wieder rein. Ist jetzt da unten alles Sand oder klappt das eben noch wunderbar prächtig, ohne weiter Gegner? Würde mich ehrlich gesagt ein bisschen überraschen. Ne, sieht gut aus, abgesehen von diesen Sandhaufen hier. Kann ihn hier keiner mal aufräumen. Oder kennt ihr den Begriff Staubsaugen noch nicht? Haben wir ein paar Rubine für mich? Natürlich auch nicht, nein. So, den muss ich noch platt machen. Ach du Scheiße, gibt es ein paar Gegner, wa? Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Oh, und den Schalter drüben aktivieren, okay. Du bist lustig. Das geht ja gar nicht. Ups. Dann Pfeil und Bogen nehmen. Seht ihr, kommt da gar nicht durch. Erstmal die Skorpione. Ja, schon gut. Skorpione erledigen, bevor die mir noch auf den Sack gehen. So einfach kann das sein. So. Hier war halt stehen geblieben, ganz genau. Wo ist der? Hallo? Nee, jetzt verarsch mich nicht, ja? Hallo, wo ist der? Link! Wollen die mich jetzt alle verarschen?
Ja, definitiv. Okay, ich habe jetzt ein kleines Problem. Wo ist hierbei der Trick? Da komme ich nicht durch, definitiv nicht. Das wäre vermutlich gut, um die Tür da aufzukriegen, was irgendwie wohl auch der Sinn und Sache des Zweckes ist, aber... Ich muss doch gar nicht runterfallen lassen. Ah, jetzt endlich sehen. Ach du Scheiße, ich dachte schon, ich werde hier total angearscht. Geht doch. Oh. Gar nicht gut. Scheiß Elektrogegner. Und tschüss, so. Voll ins Auge. Komm schon. Und bist du gleich tot? Oder muss ich einen anderen Stockwerk? Nee, ist gleich tot. Mir ist zu gefährlich, um ehrlich zu sein. Zum Glück hat es noch so geklappt, hey. Ups. Mann! Komm schon, komm schon. Und voll ins Schwarze. Oder ja, Blaue. Nee, es war voll ins Blaue. Immerhin haben wir es geschafft. Macht ein Auge auf. Der dreht sich nicht, okay. Oh Mann, ey, ich zittere. Ich weiß gar nicht wieso. Es klappt doch perfekt. Der auch noch, sehr schön. Und der will mich voll verbrutzen. Wow, dass mich gerade trifft hier hinten. Na, warte, das kriegst du retour. Ups. Voll ins Ei. Und das war's auch schon. Der Master Key ist unser. Herzen? Nee, natürlich nicht. Wieso auch? Wieso sollen diese dämlichen... Wie hießen die Dinger schon wieder? Nee, Ammo-Starten war es nicht. Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Egal. Tentakelschlüssel? Wie sieht denn der aus? Das ist ein Tintenfisch mit unzähligen Saugnäpfen. Wieso Tintenfisch mit... Das gibt keinen Sinn. Ich weiß, der Schlüsselcontroller, hast du schon sonst schon einmal so einen seltsam geformten Schlüssel gesehen? Mit X markieren, hey, wieso überhaupt? Das ist gar nicht nötig. Ja, was du nicht alles empfiehlst. Ich frage mich immer noch, wieso ist das ein Tentakelschlüssel? Wieso sieht das so eklig aus? Und ich meine, wir haben doch gar keine Gegner getroffen. Nee. Jetzt sagen wir bitte nicht, dass der Endboss so ein Tentakelvieh ist. Oh oh, okay, was sagt die Zeit? Okay, haben noch genug. Du kannst mal am Arsch lecken. Jo! Ihr könnt mich alle an meinem Popo lecken! Aber bitte nicht wörtlich nehmen, ja? Da kommt ihr rein. Sie kommt nicht rein. Kopf angestoßen. Die haben selber Schuld. Nehmen noch schön Platz hier. Kacken uns einen voll, erholen uns. Wunderbar, speichern noch schnell ab und dann geht's zum Endboss, der irgendwie schleimiges Tentakelvieh sein soll. Ja, das kann ja heiter werden, ey. Der schnellste Weg dahin ist... Erst komme ich da runter und dann direkt da. Ja, gibt dann gar keine große Abkürzung, einfach munter drauf los. Dulu. Bitte, bitte, lass es kein Tintenfisch oder so etwas sein. Ich finde das total eklig, mit so vielen Namen nach mir zu greifen und... Aber es würde irgendwie Sinn gehen mit dem Bogen, weil so ein Tentakelvieh ist normalerweise ziemlich groß und müssen wir es noch abknallen und hast du nicht gesehen. Und da voll in die hässlichen Augen abknallen. Da fällt mir noch direkt die Oktoviecher aus der Wind Waker ein. Oh, da haben eigentlich auch die Bomben bzw. der Boomerang gereicht. Boomerang scheint es ja hier gar nicht zu geben. Aber gut, wieso auch. Der Boomerang gab es sowieso nicht in jedem Zelda-Spiel, von daher. Und da sind wir auch schon. Und doch, sicherheitshalber speichert es hier auch noch ab. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen kribbelig. Und auch ein bisschen hibbelig, wo der Unterschied ist. Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es ja. Setzen wir den Schlüssel ein, ist auch wieder so seltsam geformt, natürlich.
Hat in der Mitte noch ein Herz drin? Ih. Wie sieht eigentlich das Schloss aus? Okay. Mal kurz umkehren. Ganz schön eng, verarsch mich nicht. Nö, auch nicht ganz. Alter, verdammte, welche Seite nehme ich jetzt am besten? Mal kurz drehen. Ja, auch nicht ganz. Sieht das Undrehende irgendwie seltsam aus. Naja. Ja, es ist auch nicht. Ich muss die Mitte und 2. Nee, auch nicht ganz. Umdrehen, umdrehen. Mann! Wie ich den Arm verrenken muss. Ist nicht zu fassen. So ungefähr könnte es funktionieren. Aber stimmt nicht ganz. Naja. Auch nicht. Menschenskind, hey. Habe ich denn hier 2 gleich große? Nee, da könnte es auch nicht sein. Oh, Freunde, es kann eine Weile dauern. Der Schlüssel sieht so crazy aus. Moment mal, was mache ich hier überhaupt? Ich brauche oben den ganzen Weg. So, nee, nicht ganz. Auch nicht. Mann, wo ist denn der jetzt? Wo habe ich was rundherum geht? Ah, so jetzt. Ja, theoretisch nicht schlecht. Zumindest habe ich mal die linke obere Ecke geschlossen. Stimmt trotzdem noch nicht ganz. Hä? Mach ich das am besten? Ah, sowas. Und rein mit dir. Wer zum Henker produziert so seltsam geformte Schlüssel? Kann ich nicht erzählen, hey, vor allem so Tentakelschlüssel. Ja. Leute. Der Tentakel-Endboss kommt. Und ich hoffe, es ist keiner. Hallo? Maschinenraum? Oh nee. Ja, ich hab's gewusst, ey. Irgendwie soll doch jetzt hier drin. Wieso versinkt das Schiff nicht? Hallo, wir sind hier im Wasser. Okay, kann ich da raus? Oh nee. Jetzt. Oh, das Schiff kippt ja! Gebieter, ich hatte jetzt zu berichten, aber berichte mal schnell. Diese Tentakel scheinen zu einem riesigen Monster gehören. Es scheint, als würde das Schiff angegriffen. Bestimmt wahrscheinlich 80%, dass das Schiff untergeht und du nichts tust. Was passiert mit den anderen 20%? Du willst nicht wirklich weiß macht, dass das Schiff dann nicht untergeht. Aus noch im Reich zu sehen. Okay, das gehört Link. Der Sound hier von dem Vieh. Ja, besonders glücklich scheint es nicht zu sein, wa? Wow! Sorry, Freunde, das war mein Fehler, ich hab den gar nicht gesehen. Noch so einen runtergerollt. Was ist denn jetzt los? Oh. Alles unter Wasser, ey. Ach du Scheiße, muss man ein bisschen beeilen. Ja, was nicht schon wieder? Link! Ja toll, ich kann die Karte gar nicht benutzen. Oh, ich hab doch keine Augen um die Ecke. Menschenskind. Wow! Du bist wohl komplett irre, wa? Warum muss ich die heilige Kraft benutzen? Mann, ey! Lass mal durch. Ich kann jetzt plötzlich. Einfach nur hoch. Ah, wieder mal wird das Schiff geflutet, da wird der Captain überhaupt keine Freude haben. Link, okay, wieso gehst du immer da hoch? So, wo kommt der erste Tentakel? Ah, wir sind schon oben. Gebieter, ich muss dich warnen. Wieso? Ich spüre eine dunkle Präsenz in dieser Tür. Geh hin? Ich weiß schon, kann nicht so die hier befindet. Weil das geht gar nicht, das müssen 100% sein, wo so eine Tentakel sonst herkommen. Keine Karte möglich, okay. Ich sag mal ein lustiger Endboss-Fight und mal was Neues. Oh, tiefste Nacht hier draußen. Ach du Scheiße. Ja, es regnet wie in Strömen. Das ist eigentlich mein Lieblingswetter, aber... Oh, das Schiff ist komplett zerlegt. Der arme Captain, hey. Okay, was machst du jetzt am besten gegen das Vieh? Sag ein hässliches Face. Da ist er. Ein Zyklopen-Tentakelvieh. Uraltes Meeresgrauen Daidagos.
Okay, Bogen, bist du bereit? Haut ab! Das fette Arschloch. Okay, was mache ich jetzt? Kann wohl kaum unter Wasser treffen. Nee, geht nicht. Ich muss die heilige Kraft einsetzen. Hey, so haben wir nicht gewettet, Freund. So haben wir nicht gewettet. Wieso warst du immer so langsam aufzuladen? Ey, das gilt nicht. Habe ich da oben die Würfel gesehen? Gut, einer ist ab. Ja, wo kommt er hoch? Wo kommt er hoch? Da kommt er hoch! Er dürfte bald keine Arme haben. Hallo? Na klar! Bisher relativ einfach noch. Oh. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ein Auge auf. Hä? Ah, geht doch. Ja, brauchst du noch einen Schuss? Mann, leg ihn ein bisschen näher ran! Wo ist denn das Auge? Das hat gar keine Freude. Jetzt, was machst du? Patentare stehen schon ab. Von Auge weit auf. Er haut wieder ab. Okay. Kampfphase irgendwie durchschaut. Wir müssen ein paar Tentakel abdrehen und dann kommt er auch schon. Ups. Ja. Hey! Ich zieh doch zur Ecke! Zur Seite meine ich. Geht doch so ab. Oh, natürlich durch mit der einen von hinten. Wow, gleich zwei erwischt. Der war nicht übel, oder? Jetzt kommt er gleich wieder. Schaut euch sein hässliches Face an. Was kommt? Ah, von der Seite. Das ist mal originell, hey. Ah. Oh oh. Wow! Bin ich ein Trottel, hey. Okay, ich muss mal... Ah, ich versuch's doch schon. Ah, getroffen. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, hey. Du bist doch Arsch, Mann! Das war Kampfphase Nummer 2. Was bringt jetzt für Kampfphase Nummer 3? Wieso wachsen ihm eigentlich die Tentakel nach? Das ist doch fies. Okay, himmlischer Hieb. Mal, das Schwert muss unbedingt mal schnell aufladen. Ups. Gut, noch einer ab. Der dritte. Noch einer. Jetzt hat er genug. Wo kommst du wieder mal von vorne? Bist du originell, hey? Und voll erwischt. Jetzt bist du am Arsch. Haha, ich hab dich gleich. Das war's, Freunde. Er ist erledigt, obwohl die Mucke sagt was anderes. Oh. Jetzt ist er sauer. Du bist da hoch oder was? Und tschüss. Ja, wieso? Wieso muss ich da hoch? Das gibt keinen Sinn. Ja, erzähl mir bitte nicht, dass die Kampfphase plötzlich anders ist. Okay, was machst du? Kommst du runter? Und mal genau gleich. Lässt dich fallen? Komm schon! Du! Ah, dämliches Vieh. Hey, da ist Nairos Zeichen. Okay, will nicht mehr abhauen. Wow! Na klar! Guess, Mann! Jetzt hab ich gesagt. Bombenklappen wurden ermutigt, eher weniger! Freunde, er schlägt mir zu schnell zu! Verdammt! Uah.
Gut, ich habe ihn getroffen. Das war knapp. Gehen aus dem Pfeil aus. Immer schön fest aufs Auge. Das war's endlich. Wow, das ein ekliges Vieh, ey. Und ausnahmsweise mal wieder ein Gegner, der nicht von Ghirahim erschaffen. Ah doch, es ist Ghirahims Magie. Obwohl kein Vieh, das schon zu Urzeiten existierte. Unser Herzcontainer. Jetzt frage ich mich allerdings, wo ist Nairo Solami? Ich meine, das Schiff ist komplett zerlegt. Oder kommt die Stadt etwa hier raus? Das wäre mal krass. Tatsächlich. Freunde, wir halten gleich das neue Schwert, aber erstmal den Herzcontainer nehmen. 14 Herzen haben wir jetzt schon. Insgesamt. Theoretisch schon 16 mit den Lebenskraftmedaillen, wenn wir beide. Das heißt, der auch noch bei Tingle gehabt. Tingle sage ich schon. Terry. Aber egal. Jetzt will ich Nairos Kraft in mir spüren. Die heilige blaue Flamme. Ja, wieso übrigens blau? So gut im Wasser hier, aber eigentlich ist es ja eher ein Sandgebiet. Aber okay. Boah, ist das Feuer riesig, ey. Da brenne ich mir kaum. Fast. Ja, Fei. Sing dein Lied. Nimm die Flamme in dir auf. Ja, jetzt spielst du da rum, aber wo prallst du ab? Hey, komm wieder runter! Sie ist weg. Ja, ich bin endlich los. Sie nerven mich nicht mehr in ihren Wahrscheinlichkeiten. Wir sind sie los, Freunde. Oh, doch nicht. Fei. Spinnst du? Oh. Beinahe erschlagen hätte. Will mich töten. Hier ist das Schwert. Oh, Scheiße, ist das heiß. Das grüne Schwert. Mit blauer Flamme umhüllt. Und nun, was passiert? Wir erhalten das. Nairos Flamme hat dein Schwert gestärkt. Feuer hält nur neue Macht. Du kannst mit Aura Suche mehr Dinger spüren. Hä? Okay. Das Schwert wurde plötzlich weiß. Ah, jetzt können wir plötzlich 8 Dinger spüren. Geil. Das Langschwert wurde weiß oder silbern. Ich weiß es noch nicht genau. Genau, Link. Jetzt ist es noch stärker als zuvor. Nee, oder? Nee, sag mir, dass du das nicht weißt. Er hat auch das Triforce der Weisheit. Ich krieg die Krise. Ist das wirklich ein Spiel, in dem Link zum ersten Mal wieder alle 3 Triforce-Fragmente vereint? Gib dir schon nun die Kraft, dir ein neues Lied zu lernen und kehr dafür zurück zur Stätte der Lieder. Das werde ich auch tun. Obwohl, mir fällt gerade etwas auf. Ja, speichern natürlich. Nein, mir fällt gerade etwas anderes auf. Wieso haben wir hier den Drachen noch nicht getroffen? Vielen Dank für deine Hilfe. Wieso? Dein Schiff ist kaputt? Eigentlich sieht mein Schiff ganz schön mitgenommen aus. Da steht uns viel Arbeit vor. Oh, ja. Ich hoffe, dass auch du deine Freundin bald finden wirst. Du kannst jederzeit zurückkommen, wenn du willst. Ich freue mich auf dich. Danke, Mann. Ich bin echt mal gespannt. Was für eine Bezeichnung trägt denn das Schwert jetzt? Geil. Seht ihr hier? Nairos Flamme. Pharos Flamme. Weißes Schwert der Göttin. Diesem Schwert wohnt Nairos Flamme inne. Es verleiht zusätzliche Fähigkeiten bei der Aurasuche. Die Frage ist doch jetzt nur, wie kann ich dies auch aktivieren? Kann ich das irgendwie verschieben oder so? Nach da unten? Nö. Ja, gute Frage. Wie kriege ich die anderen Suchfunktionen rein? Naja, mal schauen. Wir sind soweit fertig hier, Freunde. Es gibt eigentlich nichts mehr. Jetzt können wir wieder zurück zum Wolkenhort. Jetzt können wir direkt zurückfliegen. Wo bin ich überhaupt? Karte? Jetzt bin ich wieder hier am Steg. Ach so, sag das gleich. Sag das doch gleich. Das muss ich doch wissen. Ins Wolkenmeer reisen. Oh ja. Mit dem weißen Schwert im Gepäck reisen wir zurück. Juhu. Obwohl, weißes Schwert, das erinnert mich ein bisschen an The Minish Cap.
Da gab es mit den ganzen Upgrades und so auch mal ein weißes Schwert. Aber egal. Vielleicht steht er doch... Der Manish Camp mit Skyward Sword irgendwie noch in Verbindung. Aber gut, ich habe hier irgendwo noch ein paar Truhen, oder? Müsste doch sagen, 2 Stück sein. Sein noch Vulcanheart. Den kann ich wegnehmen. Den da hinpacken, aber sonst sehe ich keine Truhe. Ich weiß, dass mindestens 2 Truhen waren. Hallo? Das finde ich jetzt aber seltsam. Aber gut. Endlich wieder in luftigen Höhen. Wisst ihr was, Freunde? Irgendwie habe ich Bock, zurück zum Siegelhain zu gehen. Wer weiß, vielleicht ist der... Wow, was macht der da? Wollt ihr mich rammen oder was? Vielleicht ist der Verband wieder ausgebrochen. Das wäre dann übel, ey. Müssen wir den halt da einfangen. Okay, wo ist die Insel? Da oben. Wieso ist dies hoch oben? Ist die irgendwie besonders oder so? Oder kenne ich die irgendwie? Natürlich kenne ich die Weiche schon mal. Tut mir leid, Vögelein. Das ist irgendwie... Ja, wie mache ich das am besten? Hallo. Du lässt mich doch garantiert irgendwo im Quatsch fallen. Na, versuch trotzdem mal. Was ist denn jetzt los? Hallo? Bist du hoch? Ich will doch nur hier runter. Okay, noch ein bisschen mehr Anlauf. Runterschauen. So, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Ich falle! Nee, doch nicht. Die Truhe ist endlich aktiviert, das heißt Greifhaken-Time. Jo! Ich bin schon sehr gespannt. Ein Herzteil! Bitte, bitte ein Herzteil! Die Medizinmedaille erhalten? Trägst du beide, kannst du Effekt deiner Tränke verlängern. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Ach so, in Ausdauertrank, weil der ist ja... Die Verbesserung davon ist, glaube ich, auch irgendwie begrenzt oder so, keine Ahnung. Okay, lustige Medaille. Brauchen wir eh nicht, das heißt normalen Besuch im Vulcanheart ist fällig. So, wie sieht es denn jetzt aus? Habe ich hier oben noch? Da war ich jetzt. Sonst sehe ich aber nichts mehr. Hey Leute, das war doch mehr als eine... Das war doch mehr als ein Kubus. Da irre ich mich jetzt komplett. Habe ich schon so einen Alzheimer? Kann doch wohl nicht sein. Vor allem, wenn ich schon so vernebelt, dass ich mir Dinge einbilde. So, jetzt nochmal. Hier ist unten auch nichts. Hier soll uns auch was angezeigt werden. Es müssten doch 2 oder 3 Truhen müssten es sein. Komm schon, Mann, verarsch mich nicht. Obwohl ich könnte zuerst noch schnell auf dem Weg bin. Zur Stätte der Lieder zurückkehren. Ich meine, es liegt ja schon fast auf dem Weg. Was hat die Zeit? Ich habe noch ein bisschen überzogen. Scheiße. Kann ich mal vorwärts? Hallo. Ah, doch, geht. Ein bisschen vorwärts komm ich noch. Keine Sorge. Freunde. Okay. Schluss mit Singen. Treten wir auf ein neues, die Stätte der Lieder. Und werden natürlich auch erneut von diesen hässlichen Vogelfiedern, gefiederten Vogelviechern angegriffen. Da sind sie auch schon und erwarten mich. Oh Mann. Ne, hier oben gibt's wirklich nichts. Kein Truhe mehr, nix, also. Ich muss halt Höhe gewinnen. Wow. Ein bisschen schneller, Vögelein. Du bist doch schneller! Komm schon! Lass mich nicht im Stich. Halt dich mal ein bisschen, du doofer Vogel. Oh, das war nicht klug. Ah. Einen Vogel sollte man nie beleidigen, vor allem wenn man drauf sitzt, sonst wirft er einen doch ab. Oh, das kann schmerzhaft verehren. Ja, was hast du davon? Ich bin jetzt auf gelandet und Aurora hat den Kopf angedetscht. Ja, also wohl ja den Schnabel. Mir gerade den Schnabel egal. Kann ich nach abspeichern, sehr schön. Weißes Schwert. Aktiviert. Wird Zeit für das dritte Lied, Freunde.
Dienstmut in dem Fall. Wow, was ist denn jetzt passiert? Oh! Wieso kommt es jetzt von da unten her? Göttin, was soll der Quatsch? Gebieter, ich habe dir das zu berichten. Dann berichte. Als das Wappen den Himmelsstahl berührte, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, vernimm nun die Botschaft der Göttin. Die vorprogrammierte wohlgemerkt, denn die Göttin lebte nicht mehr. Suche der göttlichen Flamme, lausch meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch eine göttliche Flamme fehlt dir, um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die dich ihrer Würde erweisen. Was, mehrere? Oh Mann. Erfülle deine Bestimmung, unterstütze von der Kraft der göttlichen Schätze und du wirst die göttlichen Flammen erblicken. Nun in dieses Lied und begib dich zum Vulkan Elden, wo dich die letzte deine Prüfung erwartet. Ach so. Ich sprach von allen 3 Prüfungen ursprünglich. Oh, ziemlich rassige Musik. Und Link spielt, als hätte er in seinem ganzen Leben noch nie etwas anderes gemacht. Respekt, Alter. So würde ich das auch gerne können. Egal. Dieses Lied heißt Dienstkraft, ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Ja, was habe ich gesagt? Du hast Dienstkraft eingeprägt. Ich werde Dienstkraft für dich aufbewahren. Mit Aurasuch kannst du nun einen Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan Eldin. Oh ja, Freunde, das werden wir auch machen. Aber noch nicht jetzt. Jetzt ist erstmal Sidequest-Time. Sehr schön. Gut, dann haben wir soweit alles komplett. Ja, Aurasuch ist mir schon klar. Den Schild werden wir noch upgraden, den Holzbogen auch noch und wir haben noch so viel zu tun, Freunde. Deshalb speichert jetzt erstmal den Part, im nächsten Part geht's dann weiter. Dann starten wir zuerst einmal im Siegelhain einen Besuch ab. Schauen mal, was Bardo da so treibt. Vielleicht ist der Verbannte wieder ausgebrochen und was weiß ich. Und ja, was können wir sonst noch machen? Wir können doch eigentlich mal den Geoden aufsuchen wegen der Aurasuch, weil er war ja der Erste, der da was dazu gesagt hat. Und auch wegen des Wappens der Göttin, da gibt es noch einige Dinge, die ich jetzt gerne mal erklären würde. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!